Justin Töppelas, Deputéierte vun Die Linke, war bis vir kurzem Präsident vum öffentliche Sektor beim Landesverband. Se politisch a gewerkschaftlichen Engagement huet schon ganz frei ugefallen. Mein Lewelang vum Engagieren dun revoltéiert géint soziale Ungleichheiten, agent Diskriminierungen an wann in der Schaffe geht, begéint die viel zu sachen an dann wann dann Apps will merken, dann engagiert engagieren sich gewerkschaftlich, weil Gewerkschaft aus den Ausdruck vun der Solidarität vun der Leute, die schaffen. Mei politischen Engagement, dat war vun an gun effektiv e rebellicht Engagement, revolutionär Engagement fir ze so die Gesellschaft die muss grundlegend ändern. Wir können net andauernd wir können net zufrieden sind mit enger Gesellschaft, die vu sozialen Gleichheiten schwätzt, wo Marktwirtschaft am Anfang just ein Ziel huet, nämlich den Benefit, Profit, wo haut eng Minorität vun Oligarchen, vu Finanzoligarchen op der Welt immer méi kreien an all se Kanner und Hunger stirwen, ob schon mit medizinisch Meigkeeten do wären, ob schon Nahrungsmitteln do wären, für dat net miss sinn. Wir hun an als Gesellschaft immer global e Problem vun Ëmverdelung an die Ëmverdelung, die geht immer mehr an die falsche Richtung und da muss sich einfach politisch dagegen wehren. Als Gewerkschaftler huet der Justin Töppeler lieft zu wat Liberalisierungen an Privatisierungen am öffentlichen Sektor an Europa gefordert hunn. Generell ist es so, dass das Recht auf öffentliche Denkrichtung ist einfach Recht auf eng Daseinsfürsorge, Recht auf Sozialrechte, auf Trinkwasser, auf Funden, auf elektrisch, auf Energie, auf Transporte, die Leute haben. Du hast schon ganz vieles an Europa liberalisiert, gehen privatisiert, gehen gar nicht zum Vierdeel von den Benutzer, aber just zum Vierdeel von denen, die sich dann in der Null gerassen, die sich zuerst im öffentlichen Denkstraße rauspicken, für dummer da dicke Goss zu machen, auch von dummer Denkstichtung wie schlecht geht. Ich meine Beispiele bei der Eisenbahn, noch am Bereich von der Energie, wo pur 4 Konzerne an Europa wahnsinnig Sue verdienen, während wir Leute dabei nicht mehr Medaille gibt. Eng weiter grös Gefor, die am Moment vun der EU-Kommission ausgeht, sind Verhandlungen mat den USA die ominös Freihandelszone, die TTIP oder TAFTA genannt gin. Beim TAFTA geht es darum, dass die Europäische Kommission und die Europäische Union mit Amerika eng Freihandelszone machen, wo am Anfang fuhren können, ohne Zollabläre und ohne andere Abläre frei zirkulieren, die dem Moment 50% vom Weltmarkt, also vom BIP, vom Weltmarkt aufdecken. Das ist eine gigantische Operation. Es gibt auch im Moment schon so Freihandelsaufkommen auf bilateraler Ebene zwischen den einzelnen Staaten. Und hier geht es darum, für ein Gesamtaufkommen zu machen, wo am Anfang der freie Handel zwischen Europa und Amerika soll geregelt gehen. Wenn man aber guckt, was das wirklich geht, da geht ganz einfach darum, nicht immer für Advanced-Taxen aufzuschaffen, da geht hauptsächlich darum, für Hindernisse aufzuschaffen, für am Umweltbereich, am sozialen Bereich, wir können am Anfang frei zu produzieren, frei zu exportieren. Da geht es darum, dass das Hormonfleisch aus Amerika kann an Europa importiert gehen. Da geht es darum, dass Chlorpollen aus Amerika können frei an Europa importiert gehen und noch vice versa. Also das ist eine riesige Operation von den europäischen und von den amerikanischen Konzernen, für zu gucken, dass sie können frei schalten erwalten, was den Import und Export von Waren angeht. Und das wird in der Träderwert kommen, das ist ganz klar. Die Rechte von Sozialrechten, was in der Träderwert kommen, sind Standards, was den Umweltschutz angeht, was auch an der Landwirtschaft. Es wird zu massiven Delokalisierungen kommen. Am regionalen Raum wird kein Platz mehr für nach etwas zu produzieren, was eine ordentliche Qualität hat, weil einfach alles auf Massenproduktion auf Weltebene gesagt wird. Und für den TAFTA, wie das dann heißt, oder TTIP, ein wirklich ganz gefährliches Projekt. Und TTIP, der gehört auf den Tipp. Also das ist ganz klar, dass den einfach muss Schluss machen mit der Politik von der EU-Kommission, die immer mehr soziale Ungleichheiten produziert, die immer mehr Armut produziert, basta soziale Ungleichheit, basta Armut, basta auch Aufkommen wie TAFTA, basta Barroso, basta Juncker. Es geht ganz einfach durch und gezeigt, dass Leute mal selber können so wie in Europa soll ausgehen.